Arbeit, ne? Vielen Dank. Geht die Arbeit los. Ja, danke für euer Vertrauen. Danke für die wertschätzende Worte, Gebete. So, jetzt sind wir am ersten Sonntag hier unter euch, Sibylle und ich, wo wir offiziell eingesetzt sind. Und von unserer Seite aus wollen wir sagen, wir wollen einfach, dass ihr unser Herz spürt, wofür stehen wir. Es geht uns darum, dass wir alle zugerüstet werden. Wir sind Lernende, wie ihr auch. Ne? Und es ist unser Anliegen von Sibylle Mehr, dass wir gemeinsam weiter wachsen, dass wir als Community, als Gemeinschaft lernen, uns immer mehr zu unterstützen. Und an dem Punkt bin ich lutheranisch, das Priestertum aller Gläubigen, ne? Dass wir wirklich alle, so viel wie möglich, alle ist vielleicht ein bisschen idealistisch, aber dass so viel wie möglich von uns die Berufung erkennen, unsere Gaben in Empfang nehmen, uns mit Geschwistern eins machen und sagen, wir sind in einem Team. Wir stehen für das Jesus-Team, mit dem er diese Stadt, diese Region, diese Nation und die Nation segnen will. Dafür stehen wir. Okay, und wir sind jetzt Teil von euch, ihr seid unsere Gemeinde. Wir sind jetzt nicht nur hier, um hier zu arbeiten, sondern wir wollen bewusst sagen, wir sind Teil von dieser Gemeinde. Wir wollen gemeinsam an einem Strick ziehen und uns verbinden. Das Thema heute, das mir Gott aufs Herz gelegt hat, ist wirklich mit Arbeit verbunden hier alles, ja. Die Krise, Gottes Chance. Ich habe diesen Titel so gewählt, ein bisschen provokativ. Es geht nicht darum, dass Gott von uns abhängig wäre. Gott ist allmächtig, das hören wir später auch noch mehr davon. Er ist souverän, allmächtig, er ist nicht von uns abhängig. Aber wenn ich sage, die Krise, Gottes Chance, dann ist es vielleicht so mit der Perspektive, dass Gott sagt, endlich habt ihr mehr Zeit für mich. Endlich merkt ihr, dass die Begrenzung, mit denen ihr jetzt zu leben habt, das ist meine Chance. Vielleicht ein paar Sachen dazu. Ihr kennt dieses Sprichwort auch in der Schweiz. Not macht erfinderisch. Gibt es auch hier, ja? Ich habe so ein bisschen geguckt. Not macht erfinderisch. Wer von euch hat gerne Teabags, Teebeutel? Die gab es vor 120 Jahren noch nicht. Wisst ihr, wie Teebeutel erfunden wurden? Aus der Not. Ein amerikanischer Teehändler, Mr. Sullivan, hat wie alle anderen Teehändler auch den Tee in großen Blechbüchsen verschickt. Und dann wurde der Transport zu teuer, zu umständlich und es ging nicht mehr. Krise. Sollen wir das Teegeschäft jetzt einführen? Und jede Krise sagt, okay, wir müssen jetzt nachdenken, Wege finden, um das, was wir erreichen wollen, Tee verkaufen, mit anderen Methoden möglich machen. Also, Mr. Sullivan hat den Tee in kleine Seidenbeutel verpackt und hat ihn so verschickt, ohne die Idee zu haben, ja, man kann das dann auch ins heiße Wasser gießen. Nee, einfach bessere Transportmöglichkeiten. Und die Empfänger, Mr. Sullivan hat es uns einfacher gemacht. Man kann ja diese Bags auch schon mal ins heiße Wasser tunken. Ne? Und so haben wir die Teebeutel eigentlich erfunden. Not macht erfinderisch. Und ich nenne dieses Beispiel, um zu zeigen, schon die menschliche Kapazität ohne Gott kann kreativ sein. Und letztendlich hätte man sagen können, oh, das Tee-Business geht nicht mehr, es ist zu teuer, wir hören auf. Oder wir können sagen, wow, jetzt ist eine Chance da, uns zu überlegen, wie der Transport in der Zukunft aussehen kann. Wer von euch kennt den Rainer Küschall? Sorry. Kennst du ihn? Es ist ein bekannter Schweizer Bürger, habe ich gelesen im Internet. Sorry, ich habe ihn bis vorgestern auch noch nicht gekannt. Aber ich habe ein bisschen geguckt, so über Not macht erfinderisch. Und er war eine ganz, ganz beeindruckende Person. Rainer Küschall, ich kann das aber ein bisschen nachlesen. Er hat übrigens einige Goldmedaillen gewonnen im Sport für die Behinderten, ne? Paralympics und solche Sachen. Mit 16 Jahren ging er schwimmen, Kopfsturz, Kopfsprung, ab hier gelähmt, Vollquerschnitts gelähmt. Und in den Jahren, das war so, ich glaube Mitte 60er Jahre, späte 60er Jahre, war die Versorgung für Querschnittsgelähmte so, seine Worte, dass er gesagt hat, ich wurde entsorgt. Das heißt, ein paar Jahre, das sind seine Worte, ne? Ich, Rainer Küschall, wurde entsorgt, irgendwo in einer Institution, da wurde ich abgestellt und dann wurden ein paar Sachen mit mir gemacht, mein Leben war vorbei. Und eines Tages hat eine Pflegerin irgendwo den Flur entlang geschoben
und hat ihn dann im Flur irgendwo vergessen. Sie ging nach Hause und da war er. Und er war so verzweifelt und hat es irgendwo geschafft, sein Bett oder sein Stuhl, was es war, ein paar Meter weiterzufahren. Und am nächsten Morgen kam die Dame und hat sagte, jetzt will ich dich erwürgen, wenn ich könnte. Und sie hat gelacht, sagt, endlich sehe ich mal von dir eine Reaktion, dass du Ziele hast. Ne? Und das hat bei ihm was ausgelöst. Er hat gewusst, auch wenn es negativ ist, aber ich kann ja was machen. Die Idee war dann, zu der Zeit gab es Rollstühle, die waren schwer, kompliziert, die konnte man nur mit Manpower vorwärts bewegen. Und dann hat der Rainer Küschal gesagt, so, wir brauchen jetzt einen Rollstuhl, den ich selber bewegen kann. Ein Freund von ihm war Mechaniker, stundenlang, nächtelang gearbeitet. Das Resultat war der beste Rollstuhl der Welt. Ne? Competition hieß der damals, kam auf den Markt. Das war der erste Rollstuhl, den man so selber bewegen konnte. Der hat weniger als die Hälfte noch gewogen, war klein, wendig und so. Und so hat er gemerkt, wow, was mache ich jetzt? Lasse ich mich weiter entsorgen, bleib dann dort? Oder sage ich, nein, ich will so nicht mehr leben. Ich will aus meinem Leben was machen. Mittlerweile fährt er Ferrari, als Querschnittsgelähmter, ne? Fährt Rennen, jetzt nicht Formel 1, aber fährt auch Rennen in den bekannten Rennstrecken mit seinem Ferrari, hat viele Goldmedaillen und hat viel Geld verdient mit den vielen Rollstühlen, die seine Firma produziert hat. Not macht erfinderisch. Sind wir heute in einer Krise? Sind wir. Alles, was ich jetzt sage, hat keine Intention zu sagen, nimmt die Masken ab oder gehorcht nicht mehr den Regulations, die wir haben. Wir unterordnen uns der Regierung, den Regeln, das ist klar, den Hausordnungen hier, okay. Aber ich denke, was ich so mitkriege, auch von vielen Christen, man kann sich nicht mehr treffen. Es ist Krise. Vielleicht kommt die wirtschaftliche Krise. Vielleicht wird es noch schlimmer von Krankheitsverlauf her. Wir wissen das nicht. Die Frage ist aber, und das ist die zentrale Frage, was machen wir, Kinder Gottes, die den Geist Gottes haben, die das Wort Gottes haben, was machen wir mit solchen Situationen? Es gab in der Bibel die Geschichte zur Zeit Elisa, da war diese Frau, sie war eine Witwe eines Propheten, sie war auch verschuldet, 2 Kinder, und sie hat gesagt, Elisa, Krise, Not, wenn ich jetzt kein Geld bekomme und meine Schulden bezahle, dann werden meine Kinder Sklaven. Hilfe, mein Sohn war ein treuer Prophetenjünger. Hilfe. Elia, Gott, Krisen sind deine Chance. Gott, du bist nicht limitiert durch die Krise, dass die Frau kein Geld mehr hat. Gott, was ist deine Lösung? Wichtig ist zu hören. Die Lösung war einfach, leere Töpfe hinzustellen. Wer von uns hätte die Idee gehabt, leere Töpfe hinzustellen, wenn kein Geld im Haus ist? Versteht ihr? Gott, die Krise, Gottes Chance. Die Krise hat diese Frau und den Elisa an den Punkt gebracht, wo sie gesagt haben, wir haben keine Lösung. Wenn es so weitergeht, wir verhungern. Und die Kinder werden Sklaven. Gott hilft, du bist der Gott, der die Krisen als Chancen sieht. Und was sagt Gottes Chance? Ich zeige, dass ich gut bin. Übrigens, Gottes Hauptverlangen ist, dass er diesem Globus zeigen will, dieser Globus ist mir nicht egal. Diese Menschen, auch wenn sie noch so rebellisch und störrisch sind, ist mir nicht gleichgültig. Ich habe es geschaffen, es ist mein, ich liebe es, ich will segnen, ich will mein Vaterherz zeigen. Und das war dann das, was in der Krise Gottes Chance stellt die leere Töpfe hin und ich denke, ihr kennt die Geschichte, sie wird mit Öl gefüllt und gefüllt und gefüllt und gefüllt, bis sie keine Töpfe mehr hatte. Schuldenfrei, die Kinder waren keine Sklaven. Und so kann man viele Beispiele finden und ich gehe jetzt mit euch in die Apostelgeschichte. Weil ich denke, das ist für uns eine ganz, ganz relevante Geschichte, Kapitel 3 und 4. Ich denke, wir können jetzt hier mal, haben wir Folien drauf? Sehen wir die irgendwo? Wo kann ich das sehen? Hier. Ah, okay. Hier. Sorry, ich muss mich erst orientieren. Ja. Die Krise in der ersten Gemeinde, das ist Kapitel 2 und Kapitel 3 und 4 in der Apostelgeschichte. Ich fasse die ganze Geschichte kurz zusammen und anschließend nehmen wir ein paar Passagen raus, die wir lesen und dann studieren. Die Idee war folgendes. Jesus war im Himmel
Und bevor er ging, hat er noch gesagt, übrigens, was ich jetzt hier 3 Jahre mit euch gemacht habe, was ihr gesehen habt, das ist nicht zu Ende. Das war gerade der Anfang. Ich habe auf dieser Erde die Regierung von Gott installiert. Der Himmel kann auf der Erde sich ausbreiten durch Menschen, die sich zu mir hinwenden, die ihr Herz mir geben, die ich mit einem Geist füllen kann. Das wird weitergehen und nichts und niemand kann das stoppen. Rennt nicht einfach los, bleibt in Jerusalem, bis Dynamis auf euch kommt, die Kraft des Himmels, und dann werdet ihr fähig sein, dass diese Kraft des Himmels, die Königsherrschaft Gottes, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes weitergeht. Er ging weg, Pfingsten ist passiert und sie haben das in Gang gebracht und jetzt kam das erste große Wunder. Petrus, Johannes gingen zum Tempel. Und da saß dieser Mann, der seit 40 Jahren gelähmt war, von Geburt auf, 40 Jahre alt. Und er guckt sie an und so wie er es gewohnt war, jemand gibt mir ein paar Moneten, und wie die Leute auch reingingen, ja, gib mal was, Petrus, Johannes, Silber und Gold haben wir nicht, aber wir haben was Besseres. Du hast eine Krise, du bist gelähmt, aber wir haben was Besseres. Im Namen von Jesus, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist, der aus dem Grab gekommen ist, der viele Kranke geheilt hat, was wir gesehen haben, der uns Dynamis gegeben hat. Im Namen von Jesus, steh auf. Was war mit dem Lahmen? Er ist aufgestanden, losgerannt, war happy. Das heißt, wir sehen, dass es gab diesen Moment oder diese kurze Phase, wo die Kraft des Himmels, Dynamis, wie Jesus verheißen hat, bleibt in Jerusalem. Wenn der Geist Gottes kommt, seid ihr nicht nur nette Kirchgänger, sondern wenn der Geist Gottes auf euch kommt, habt ihr Dynamis in euch, und diese Dynamis bewirkt, dass mein Reich auf der ganzen Erde sich ausbreitet. Hier haben sie es erlebt und gesehen, und dann passiert etwas. Dann geht ich nenne es mal, die satanische Feuerwehr geht los. Wisst ihr, was der Teufel am meisten hasst? Wenn Jesus bekannt gemacht wird. Durch unsere Liebe, durch unsere Einheit, durch die Art und Weise, wie wir reden, durch Zeichen und Wunder. All diese Dinge sind Demonstrationen, dass Gottes Reich hier ist. Und nichts hasst der Teufel mehr als das. Das heißt, wir sehen hier, man kann es nennen, einen Durchbruch des Reiches Gottes und die Reaktion. Und dann noch wurde gepredigt, Offenheit. Und dann Kapitel 4. Da wurde es dann tragisch. Ne? Da kam die Polizei, Synhedrium, und hat gesagt, wir sperren euch jetzt ein. Und was sie dann gesagt hat, da können wir vielleicht die nächste Folie kurz sehen, zugespitzt diese paar Verse, 13, 14 glaube ich. Ja, wenn wir das kurz sehen können. Es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten, denn es waren offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Sie wussten auch, dass beide mit Jesus zusammen gewesen waren. Was sollen wir nur mit diesen Leuten machen? Alle Jerusalemer wissen, dass ein offensichtliches Wunder durch sie geschehen ist. Wir können das nicht leugnen. Damit sich die Sache aber nicht noch weiter im Volk ausbreitet, müssen wir ihnen strengstens verbieten, in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu reden. Weiter heißt dann, und sie bedrohten sie. Das heißt, wo immer das Reich Gottes in eine Expansion reingeht oder sich in Expansion befindet, wird es Gegenreaktionen geben. Kennt ihr John Wesley? Habt ihr mal von John Wesley gehört? Der Gründer des Methodismus. Er hat seine Prediger ausgebildet, losgeschickt. Sie kamen zurück und er hat gefragt, und wie war's, was war los? Und die Leute gesagt haben, das war gut, okay, untauglich. Wenn sie gesagt haben, Leute haben sich bekehrt, super. Und wenn sie gesagt haben, es gab richtig Widerstand, auch gut. Ja, das heißt, das Reich Gottes, wo es auf der Erde sich manifestiert, wo es sichtbar wird, erlebbar wird, wo es expandiert, da gibt es eine Reaktion. Weil der Feind sein Bereich, den er besetzt hält, nicht tatenlos einfach loslässt. Jesus ist in Bewegung, er geht nach vorne. Okay, ihnen wurde gedroht, hört auf von diesem Jesus zu reden, macht das nicht mehr, das ist verboten hier. Jetzt mache ich ganz kurz einen Exkurs, nächste Folie bitte.
Wir müssen das verstehen, um das Gesamtbild hier verstehen. Können wir die nächste Folie sehen, den Exkurs? Ähm, Da geht es darum, im Neuen, als das Reich Gottes hier angefangen hat, hat Satan 3 Strategien gezeigt, wie er verhindern will, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Die erste Strategie: von außen Gefangennahme und Gewalt. Das geht dann durch die Kapitel weiter. Leute wurden verhaftet, umgebracht, Stephanus wurde gesteinigt. Das heißt, es war die Verfolgung, die von außen leicht wahrzunehmen ist und zuerst sichtbar ist. Die zweite Strategie des Feindes: von innen Heuchelei und Lüge. Wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß dann, hier geht es um Hananias, Sapphira, Kapitel 5. Das heißt, der Feind konnte nicht stoppen, weil die Leute haben gesagt, unser Leben, wir haben sowieso Jesus gegeben. Er hat sein Leben gegeben, wir geben unser Leben. Ja, Stephanus, wenn sie mich steinigen, ich weiß, wo ich hingehe. Diese satanische Strategie von außen, Gefangennahme, Gewalt, hat sie nicht gebremst. Aber die innere Gefahr, Lüge, Heuchelei, Unwahrhaftigkeit, das war eine andere Gefahr. Aber auch hier hat Gott selber dafür gesorgt, dass diese Dinge entlarvt wurden und sie sind weitergekommen. Und die dritte Strategie, Hamsterrad, falsche Prioritäten. Ich kann das jetzt nur kurz erwähnen. Ne? Kapitel 6, da hatten die Leiter der Gemeinde so viel zu tun mit praktischen Dingen, mit sozialen Dingen, die alle wichtig sind. Aber sie hatten nicht mehr die Zeit, wozu? Für Gebet und für Lehre. Und wo immer wir kirchengeschichtlich sehen, dass in einer Gemeinde die leidenden Leute nicht mehr genügend Zeit haben für Gebet und Lehre, das ist ihre Hauptverantwortung, da ist die Tür offen, dass falsche Lehre reinkommt, das Wort Gottes nicht mehr mit Kraft verkündigt wird, wo Gebet vernachlässigt wird, dann wird die Gemeinde ein Hamsterradbetrieb, Tretmühle. Man tut viele Dinge, aber sie sind nicht mehr mit der Kraft des Himmels gefüllt. Und die Lösung war hier beim Hamsterrad, sie haben Diakone eingesetzt und sie konnten sich wieder Gebet und Wort Gottes zuwenden. Klammer zu. Das war der Überblick, weil wir ja heute von der Krise reden. Die Krise ist Gottes Chance. Krise gab es in verschiedenen Situationen und überall hat Gott Antworten gehabt. Johannes, Petrus haben ein Wunder erlebt, war große Freude im Volk, Leute haben sich bekehrt, Feuerwehr kam, hat bedroht, gesagt, es geht nicht mehr. Kennt ihr das auch heutzutage? Es geht nicht mehr. Wir können uns nicht mehr treffen. Wir können nicht mehr singen. Wir können nicht mehr als 50 Leute. Wir können nicht in den Häusern mehr als 10 Leute sein. So viele Einschränkungen, die wir gesellschaftlich anerkennen. Das ist nicht mein Punkt. Ne? Aber wir müssen verstehen, dass dadurch Menschen auseinanderkommen, Gemeinschaft verhindert wird, die Freiheit im Geist von Lobpreis behindert wird. Was machen wir damit? Ich will nicht, dass jemand heute vom Gottesdienst nach Hause geht und sagt, Hermann hat gesagt, Masken ab. Das ist nicht meine Botschaft. Meine Botschaft ist genau wie hier. Und ich lese jetzt diesen Text. Petrus und Johannes gingen zurück. Sie gingen zurück mit diesen Worten am Ohr. Wir bedrohen euch. Redet nicht mehr von diesem Jesus. Hört auf mit dem Zeug. Betet nicht mehr für die Kranke. Macht keine Kranken mehr gesund. Macht das alles nicht mehr. Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus, ich lese jetzt 4 ab 23 bis 31. Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres, von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unserer Vorfahren David, deines Dieners, gesagt: Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmiedeten sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten.
Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun höre ihre Drohungen und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkündigen. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Jetzt hüpfen wir noch vor zu Vers 5, 12. Nur den einen Vers. Währenddessen vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder im Volk. Die Gläubigen trafen sich im Tempel in der Säulenhalle des Salomos. Was machen wir mit einer solchen Geschichte? Wir können sagen, ja, das war halt so vor 2000 Jahren. Oder sehen wir eine Relevanz, Beschränkungen, dort sogar Bedrohungen. Und die Reaktion der Gemeinde, das ist das, worauf wir kurz schauen wollen. Können wir die dritte Folie dann bitte sehen? Die Reaktion der Gemeinde. Sie wandten sich einmütig an Gott. Sie wussten, wo die Adresse ist der Lösungen. Eine Frage an uns. Wissen wir die Adresse für die Lösungen? Ich meine jetzt nicht dogmatisch-theologisch. Das wissen wir. Wir haben eine Krisensituation mit wirtschaftlichen Herausforderungen. Gemeint ist die Freiheit weg. Wie können wir das Evangelium in diesen Tagen noch unseren Mitmenschen weitersagen? So viele Begrenzungen da. Wo ist die Adresse, an die wir uns wenden? Sie haben sich einmütig an Gott gewandt. Und dann die zweite Aussage, sie hatten ein realistisches Gottesbild. Und mit realistisch meine ich, dass wir das ernst nehmen, was hier steht. Im Griechischen haben sie gebetet, Despotes. Wir haben den Begriff Despote für einen wilden Herrscher, aber als sie gesagt haben, Despotes, hat dieser Begriff gemeint, du bist der Allmächtige, der Unumschränkte. Keiner kann dich begrenzen, keiner kann dich stoppen. Das war die Art und Weise eines realistischen Gottesbildes. Du bist Gott, du sitzt auf dem Thron. Keine Krankheit, kein politisches System, kein Kontrollsystem, keine wirtschaftliche Not, keine Krankheitswelle kann dich stoppen, lebendiger Gott. Das war die Art und Weise, wie sie ihr realistisches Gottesbild zum Ausdruck gebracht haben. Und dann der dritte Punkt hier, sie hatten ein prophetisches Verständnis der Situation. Und das ist mir ganz wichtig. Sie haben gebetet, nicht nur, oh Gott, hilf, sondern sie hatten hörende Ohren. Gott, was willst du in dieser Situation sagen? Sie haben ein prophetisches Verständnis gehabt, sowohl durch das Wort Gottes, und der Geist Gottes hat ihnen beleuchtet, was wichtig war. Sie haben gebetet, oh Gott, hilf, oh Gott, du bist größer, du bist stärker, du wirst hier nicht gebremst werden. Und während sie so beten, kommt Psalm 2. Und wir müssen davon ausgehen, die Leute von damals, die hatten jetzt keine digitalen Sachen. Die hatten so viel Zeit, Wort Gottes auswendig zu lernen. Das heißt, es war für sie klar, Psalm 2 haben die Leute damals auswendig gekannt. Können wir davon ausgehen. Und dann haben sie angefangen, Psalm 2 zu zitieren. Warum toben die Völker? Warum wollen sie, dass der Gesalbte nicht handeln kann? Und dann, was jetzt hier nicht mehr steht, aber Psalm 2, der am Himmel ist, der lacht ihrer. Wir haben Begrenzungen. Gott, der am Himmel ist, lacht darüber. Sagt, für mich soll das unmöglich sein? Und dann geht es im Psalm 2 weiter. Das ist das prophetische Verständnis. Psalm 2 geht dann weiter. Der am Himmel sitzt, der lacht, der am Himmel thront. Warum? Er hat zu seinem Sohn gesagt, dich habe ich gesalbt, dich habe ich bestätigt, dich habe ich eingesetzt. Dir gehören die Nationen. Die Nationen sind dein Erbe. Die Enden der Erde sind dein Besitz.
Und in den letzten Jahren hat Gott auf der ganzen Welt in vielen, vielen Gruppen diese Psalm 2 ganz neu aktualisiert. Ich habe hier noch einen Verweis gemacht zu Epheser 2,20. Die Leute damals haben gewusst, die Gemeinde ist gebaut auf dem Fundament der Propheten. Das heißt, wir brauchen heute, wenn wir neutestamentliche Gemeinde bauen wollen, müssen wir verstehen, soweit wir es hinkriegen, in unserer menschlichen Begrenztheit, was ist die prophetische Situation? Und die prophetische Situation ist so einfach und so klar, dass Jesus gesagt hat, ich baue hier auf dieser Erde eine Gemeinschaft von Menschen. Und es ist die Gemeinschaft von Menschen. Es geht um meine Ehre, nicht um euer Vermögen. Es geht nicht darum, dass ihr seid gut drauf, sondern ich bin Gott. Ich habe den Preis bezahlt. Ich habe geschrien, es ist vollbracht. Und das prophetische Verständnis auch heute heißt, wir glauben, dass diese Krise für Gott eine Chance ist zu zeigen, hört mal auf mit dem Hamsterrad, hört mal auf mit euren eigenen Methoden. Lass mich mal ran, lass mich ans Steuer, lass mich ins Zentrum der Gemeinde, denn bei mir sind die Lösungen, bei mir ist die Kraft, bei mir sind die Ressourcen. Ich will euch verbinden, ich will euch helfen, eure Herzen weich zu machen, dass ihr zur Einheit kommt, dass ihr einander respektieren könnt, dass ihr einander ermutigen könnt. Ich will diese Art von Gemeinschaft bauen. Und diese Art von Gemeinschaft, Epheser 3,10, da heißt es dann, zeigt Gott den Mächten und der Gewalten in seiner Hand. Ich habe das gebaut. Ich habe hingekriegt, dass die Herzen weich wurden. Ich habe hingekriegt, dass sie sich vergeben konnten. Ich habe es hinbekommen, dass sie einander ermutigen können. Einen Lebensstil in ihrer Schwäche, in all ihren Fehlern. Aber mein Gnadenstrom hilft ihnen, sich zu vergeben. Mein Gnadenstrom hilft ihnen, Brücken zu bauen. Mein Gnadenstrom hilft ihnen, eigene Ideen wegzulegen und immer mehr die Jesuswege und ihn als Person in die Mitte zu stellen. Sie hatten ein Verständnis der prophetischen Situation. Und wenn ihr mich fragt, was braucht die Gemeinde heute? Wir brauchen das prophetische Verständnis. Ohne das, ein Volk ohne Vision geht in die Irre. Ein Volk ohne Vision, das nicht weiß, was prophetisch lang geht, es dreht sich im Kreis, wird entmutigt, wird müde, geht auseinander. Und deshalb ist jetzt die Zeit, wo wir verstehen müssen, ich bin kein Prophet, ihr versteht mich richtig, aber ich glaube, dass viele von uns, wenn wir ins Wort Gottes eintauchen, das sehen, dass es jetzt die Zeit ist, wo Jesus sagt, ich habe den Preis bezahlt und ich will, dass viele Menschen mich jetzt in dieser Zeit kennenlernen. Durch wen? Durch die Gemeinde. Und so wie es eine Zeit gab, wo es keine Teebeutel gab, wo wir noch mit der Tee noch in Blechbüchsen versandt wurde, war bis jetzt eine Zeit, wo wir Gemeinde gelebt haben, wie wir es gelebt haben. Wir müssen uns darauf einstellen, die Zeit der Blechbüchsentransporte ist vorbei. Es ist die Zeit für Teabags, Teebeutel. Und ich glaube, da ist eine symbolische Bedeutung drin. Die Blechbüchsen, die waren große Behälter mit viel Tee drin. Teebeutel waren kleine Behälter, die man sehr schnell verwenden konnte. Das ist mir jetzt einfach gerade so eingefallen. Ja? Das heißt, die Zeit wird kommen. Wir dürfen nicht mehr denken, oh, wie war es vor Corona? Wir wollen die Gemeinde wieder quick fix, so wie es vorher war. Das ist nicht die Lösung. Wir müssen verstehen, das Prophetische, Jesus will allen Menschen, er will, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Dazu muss man kein Prophet sein, das steht in der Bibel. Matthäus 24,14, Jesus kommt wieder. Und er kommt dann wieder, wir wissen es genau, wenn alle Volksgruppen von ihm das Evangelium des Reiches Gottes gehört haben. Durch wen? Durch uns. Und wenn das in unserem Herzen lebt, dann können wir aufstehen zu beten. Wofür sollen wir beten? Wofür sollen wir in Gebetsgruppen kommen? Gott hilf uns. Es ist Zeit, dass wir diese Sicht haben wie die erste Gemeinde. Sie kamen zusammen, sie hatten ein realistisches Gottesbild, sie haben prophetisches Verständnis und dann haben sie gesagt, weil du der Despotes bist, weil du nicht zu stoppen bist, weil du keine Grenzen hast und weil du gut bist und dein gutes Herz, deine Güte und Freundlichkeit zeigen möchtest und weil du das prophetisch gezeigt hast in deinem Wort, du kommst wieder, wenn alle gehört haben, Expansion ist Gottes Agenda und nun, oh Gott, beweg deinen Arm. Für mich und für Sibylle ist Gebet eines der Dinge,
weil wir nicht die Weltmeister sind, weil wir selber noch viel lernen wollen, aber wo wir sagen, das ist das, was für die Gemeinde die Essenz ist. Und wir werden in den nächsten Wochen, Monaten gucken mit den anderen Leiterpastoren und mit Einzelnen von euch, wie können wir als Gemeinde das weiter kultivieren, dass wir eine Gemeinde sind, die nicht nur darüber redet, was Gott irgendwo anders tut, sondern dass wir eine Gemeinde sind, wo wir sagen, und nun, oh Gott, der Preis ist bezahlt, das Opfer ist vollbracht, dein Herz ist gut, wir haben ein tolles Haus, wir haben viele Möglichkeiten. Und ich muss euch sagen, in ein paar Tagen, wo ich hier war diese Woche, ich habe Leute gesehen, kennengelernt, die sind treue Leute, hingegebene Leute, bewährte Leute, charakterfeste Leute. Wisst ihr, ihr habt so ein gutes Fundament. Und ich glaube, wenn wir sagen, und nun, oh Gott, das Fundament ist da, viele gute Dinge sind im Platz. Und nun, oh Gott, bewegt deinen Arm. Sagt Gott nicht, ne, ich habe keine Lust. Sagt Gott auch nicht, ihr seid noch nicht geistlich genug. Sagt Gott, wow, mit solchen Menschen in ihrer Schwäche, in ihren Fehlerhaftigkeit, mit solchen Menschen will ich mich verbinden. Und dann wird es spannend hier. Dann werden wir erleben, wie viele Menschen Jesus kennenlernen. Unser Leben wird eine tolle Agenda haben. Wir werden sehen, wie Jesus rettet, wie Jesus restauriert, wie das Reich Gottes expandiert. Und das ist das größte Privileg und deshalb sind wir hier. Und wir werden jetzt abschließen. Vielleicht können wir kurz einen Teppich rausholen, musikalisch. Ich setze zur Landung an. Es ist mir wichtig, dass wir, vielleicht habe ich viel reingepackt, das passiert mir öfters mal, sorry. Mir ist wichtig, dass wir mit dem einen weggehen. Die Krise, die sich auswirkt mit Begrenzungen, Beschränkungen, ist keine Krise in Gottes Agenda. Leute, wir haben Chancen. Wir haben Chancen, die Teebeutel zu erfinden. Wir haben Chancen, neue Rollstühle zu entwickeln. Wir haben Chancen zu erfahren, zu erleben, wie Gott das Evangelium in dieser Zeit in viele Häuser reinbringt. In Deutschland erleben wir, dass viele Menschen offen und hungrig werden. Ich glaube, das dürfte hier auch so sein. Ich will mich da mehr rein. Erlebt ihr auch so, ne? Leute werden fragend. Und es ist das Zeichen von Gottes Wirken in vielen Herzen. Wir wollen aufstehen und zu den Leuten gehen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Lass uns beten. Herr Jesus, wir heben unsere Blicke auf zu dir, denn du bist vorausgegangen. Du hast das Reich Gottes auf dieser Erde aufgerichtet. Du warst deinem Vater gehorsam und du hast die Garantie von deinem Vater bekommen, dass dir die Nationen gehören werden. Und deshalb glauben wir, Herr, dass auch in unserer Region hier in Wittingen, Baden, im Aargau, in der ganzen Schweiz und auch in den Nationen die kommende Agenda ist, Jesus macht sich bekannt durch sein Volk. Ich bitte dich für uns, dass wir deine Pläne immer tiefer erkennen, dass wir das prophetische Momentum dieser Zeit erkennen und dass wir uns eins machen an deinem Herzen, nicht mit unseren Ideen. Wir wollen abnehmen mit unseren Ideen. Wir wollen sagen, nimm du zu in unserer Mitte. Weil du immer mehr die Person, die uns vereint, die uns zusammenbindet. Weil du immer mehr die Person, die uns die Kraft gibt, das zu tun, wofür du uns gesandt hast, dich bekannt zu machen. Amen.